Moje Kanner heißen immer bei Sikona Kids. Das Woche haben wir Thema eine Besportsaktion für Jidwarin. Wie weit hat der Rewe da mit Recycling zu tun und mit einer Besportsaktion? Das erzähle ich euch noch. Ich erzähle euch eine Geschichte von Rudi als Signalbestar auf Lützeburg von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt. Der Meister Rudi sitzt ganz beschäftigt in seinem Büro und lauscht den Telefon auf. Meister Rudi, meldet hier sich. Was kann ich für euch machen? Was Sie können machen, wird ganz böse im Telefon gesagt. Ma, der kommt der Arbeit gar nicht noch. Und ich will mich halb beschweren. Sorgst du dafür, dass der Abfall am Busch richtig recycelt wird? Der Rewe Rudi, beruhig dich mal. Ich gehe mal das mal gucken. Ganz besorgt möchte Meister Rudi sich auf den Weg. Der Meister Rudi ist bei den Holzwohnungen. Bonjour, ist hier alles an der Reihe? fragt ihn die viele Hausbewohner vom Holz. Ma klar, sagt ihn, der gerade am Garn war, Blätter zusammenzukehren. Der Meister Rudi guckt an der Raum, du siehst Blätter. Hier ist alles in der Reihe. Blätter zersetzen sich gut. Alles wie es soll sein. Da muss man weiter gucken gehen. Zwischen der ganzen Lauf trifft der Meister Rudi ganz viel von seinem Nachbarn. Die meisten sind ganz viel damit beschäftigt, groß und kleine Löcher an Blätter zu beißen und zu schneiden. Wunderbar Arbeit, läuft der Rudi seine fleißigen Nachbarn, die ihm gerade in durch Löcher Blatt präsentieren. Herrlich, freut er sich, die ihm noch ein Blatt präsentiert. Fantastisch Arbeit machen wir heute. Meister Rudi fragt aber, hat ihr irgendein Problem heute? Er guckt das Blatt, das sie gerade zersetzen, genau an. Nee, heute ist alles bestens. Wir machen alles bearbeitet, wunderbar und ganz fleißig. Sagt Rudi, da muss ich weiter gucken. Guten Appetit, begrüßt Meister Rudi seine kleinen Nachbarn, die sich gerade über den Schüssel mit organischem Material hier machen. Hier ist alles an der Reihe. Ma klar, rufen die kleinen Nachbarn. Eigentlich ganz lecker zu essen. Da muss ich weiter gucken. Und der seine Tasche lud auf den Carbon, knipst sie an und geht tief an den Boden. Die Gänge am Boden sind zwar ganz eng, aber möchte ich auf den Weg, für zu fragen, ob da vielleicht ein Problem ist. Und der ein Problem hat, fragt der Meister Rudi mit der Tasche lud seine Nachbarn. Nee, Probleme? Nee, der haben wir keinen. Haben wir genug zu essen, wir lockern den Boden ab, hier ist alles tipptopp. Okay. Dann muss ich weiter gucken. Nun lernen hin und her, aus dem Meister Rudi, wenn wir aus einem Loch rauskommen, wo ich komisch Geräusche hören will. Was ist das hier los? Rief der Rudi. Wir haben ein Problem, rufen die Arbeiter. Wir kriegen die Sachen heute nicht recycelt. Die Arbeiter haben sich beim Rudi noch beschwert. Sie hatten Mauweh, Kopfweh, und sie kriegen Zahnweh, weil sie die Sachen, die hier im Bodenlein nicht gepasst kriegen. Das sind schlechte Nachrichten, sagt der Rudi. Nur weil ich den am Telefon zu schlecht gelaunt war. Nun muss man aber gucken, was heute das Problem ist. So etwas hatte ich aber noch nie, dass der noch nicht recycelt wird.
Das sieht aber auch noch nicht nur organisch Material aus. Moment noch, wie der Meister Rudi aus seinem Nabelstein Lesung wollte finden, geschieht etwas ganz Komisches. Ganz hart stampfen, lachen. Und die Hölle sogar, das komische Material, was die in den Kleinen gemacht hatten, Wäsch. Kurz drauf steht der Meister Rudi mit seinem Nabelstein da lang an der Wies, ohne mit dem komischen Material. Was tut denn da lo? Fragt der Meister Rudi. Begeistert klatschen Nabelstein und dann rufen: Prima, gut gemacht, du hast unser Problem gelöst. Was mit dem komischen Dingen du? Ja, stimmte Meister Rudi erleichtert zu. Da haben wir ihr Problem gelöst. Meister Rudi geht an das Büro zurück und sitzt im Nabelstein. Da könnt der jo Arbeit weitermachen. Mit der flotter Geschichte wollte mir Guiden euch weisen, wie wichtig es ist, kein Dreck an die Natur zu geheimen. Ich mache am Schluck den Weh mit einer Tut an Hölle von dem Rudi aus dem Nabelstein den Busch putzen. Der könnt das auch daheim machen. Adi kann er.